Liebe Kolleginnen und Kollegen, Zanter Göster heescht es, wir wären zu 8 Milliarden. Zanter Göster wären wir zu 8 Milliarden Bürger auf dieser Welt. Und an der Pronostik sagen sie, es gibt nicht bei den 8 Milliarden bleiben, aber wir werden noch auf 9 Milliarden und auf 10 Milliarden kommen, für auf der Welt dann so viel Leute verlieren, wie das nie für der Fall war. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will ein bisschen einen anderen Ansatz wählen, für über Kooperationspolitik zu schwätzen, wie das sonst meine Kollegen gemacht haben. Ich will nicht klassisch vorgehen, an dem Sinn, denke all die Länder kommentieren, die der Minister, weil das Partnerländer sind, die der Minister gestern genannt hat, an der Ball lehnt das Land, weil aber selbstverständlich ist, dass die Regierung das möchte, angehen. Aber ich will gerne über die Strategien und die Ziele schwätzen und dann zusammen zu gucken, zu forschen und zu hinterfragen, was da geschieht. Und gleichzeitig vielleicht eine oder die andere Idee mal auf den Weg gehen, was den an der Kooperationspolitik noch machen kann. Ich will aber vier Wege unterstreichen, dass Kooperationspolitik an Menge nahe, und da tun wir bislang auch immer fertig, wo es keine Parteipolitik ist, mit das Kooperationspolitik besaß, wo heute zu Lützeburg bislang immer zusammen geschafft gehen hast, der Ende von denen Leute, die auf Kooperationspolitik angewiesen sind, mit der aber auch am Ende vom Image, den Lützeburg nach außen zu vertreten hat. Ich muss ja davon ausgehen, an der Aktualität geht ja all daran daraus anders bestimmt. Gestorben waren wir nach nur der Wieder von unserem Kooperationsminister alle Leute plus oder mehr an einer positiven Laune, wie wir herausgegangen sind, bis wir da Meldungen gekriegt haben. Eine zweite Wäsche von hier, nämlich an der Ukraine-russische Krieg, dass dort 2 Raketen auf Polen angeschlagen haben. Ich will auch nicht über Polen schwätzen, ich will auch nicht über die Raketen schwätzen, das ist auf jeden Fall keine gute Situation. Und ich will auch nicht das machen, was verschiedene Leute schon gemacht haben und sich zu sehr zu Wort gemeldet haben. Wen du drauf schuld hast, ob es eine ukrainische Rakete war oder eine russische Attackrakete, die die Schwert gemacht hat. Sicher ist, dass das alles aus den Sternen kommt, weil die Russen an der Ukraine anmarschiert sind, weil sonst wäre das aber nicht geschieht. Mir das ist noch nicht Thema von Haut. Das Thema von Haut ist, dass wir gucken, was an der Flüchtlingspolitik geschieht, was an der Kooperationspolitik geschieht. Und ich meine, da muss ich sich bewusst sein, dass eine humanitäre Krise da ganz viel dazu beitragen, was geschieht an der Kooperationspolitik, was geschieht mit den Flüchtlingen. Und die letzten Jahre war als Staat vielleicht immer ein bisschen mehr weiter weg. Und da sei es alle gut, vielleicht recht mehr bewusst gehen, seit dem 24. Februar 2022, dass das alles auch bei uns für unser Haustier geschehen, aber doch für unser Haustier geschieht das. Wir schwätzen heute Mama über Syrien, Afghanistan, Flüchtlingskrise von 2015 und dann Situationen an unseren Partnerländern, der Mali und der Niger und dann noch in anderen, was zwar kein Partnerland von uns ist, die Situation, die an der Zentralafrikanischen Republik war, für nicht mehr die zu nennen, wo auch durch Krieg, durch Unruhe, durch intern, sogar durch Bürgerkrieg an den jeweiligen Ländern die Situation nicht gerade friedlich ist und da doch keine gute Voraussetzung ist, für die Leute Lebensperspektiven zu gehen an ihrem Land und auf ihrer Platz. Und da will ich auch über das schwätzen, wo nach Mama geschwärzt wird, über die Katastrophen, die am Eritrea, am Sudan, Jemen, Bangladesch, an großen Teilen von Venezuela und noch viele andere Länder, wo auch Unruhe sind, wo auch für allem Hunger von den größten Problemen ist, den sie stellt. Und auch da ist es wichtig, dass das alles nicht aus den Nähe verliert, wenn von humanitärer Hilfe, wenn von Kooperationspolitik schwätzt. Sicher, genauso klar ist es aber, dass ein Land wie Lützeburg sich muss limitieren auf verschiedene Länder, wo ich kann helfen, das für Regierungsseite aus, bei unseren ONGen, also da viel mehr weit gestreut, weil also ONGen sind ja nicht nur an den Partnerländern, sondern auch darüber heraus. Mir wichtig ist aber, dass ihr nicht nur dann nur die Partnerländer guckt, sondern dass ihr noch immer wisst, was geschieht an den anderen Ländern, und da ist für allem humanitär, wo Lützeburg sich auch noch nie zu schwer war,
an noch immer mat geholle huet op andere Plätzen an net Partnerländer humanitär zu helfen. An ich will auch do nimmen unterstreichen iwwer all den Ersatz von Emergency CLU, den op all den Plätzen immer rasser, wo Lützeburg do mat den immer mat am Mittelpunkt das, wann to anderem geht, wie se sehr wie méigich eine Kommunikation opbauen. Eine Kommunikation opbauen, fir dann noch donner können an enger Kooperation hinnen ze hëllefen, am Punkt zu so hëllefen, dass man auch an den Länder dat könne machen. Wann ich all die Punkte nagage sinn, as dat an dodem geht immer fir zu so, das Ke von denen Leiit freiwillig hier hemischt verlos. Aber ich da gucke, wer do die letzte Woche las war mat de Flüchtlingen an Behölle vun engem EU-Gründerland, wat sich auch do grad net Matron bekleckert huet, nämlich fir Flüchtlinge kommen sind an die Italiener gesot zu nehmen würden sie net. Da muss noch verschiedene Leute enke vielleicht hun erinnern, dass Dormelenkkeier sie waren, die op Pëllef an Unterstützung ugewiese waren. Das mo auch alle gotte wissen, dass kein Familie suen zu Summe reft fir e Kant bowe oder ein Mädchen oder seg Fra u Schlepper ze ginn, fir dass sie sollen an Europa kommen, fir dat eng einer Perspektiv gin. Das kind dat freiwillig mcht. Mit die Leute die machen dat, weil se kein Perspektiv hun. An schon nach Göster mat mengegem Kolleg dem Paul Galles geschwert den Moment an engem anderen afrikanische Land ass, wo do im Kopf geht, wo man auch gesot huet, iwwer all die Diskussionen, die sie do hanne feieren, an noch grad dowe Klima, Energie och alles mat an die Kooperation rageht. Es die feste vun iwwerzecht, dats man alles dat wat Klima ubelagen net derfen an eiser Kooperationspolitik aus na verleiere, weil da se vun den her Punkten an dat werden an de nächste Jahrzehnt fir net so an de nächste Jahrzehnte mat den her Problem sinn, den het ze bekämpfe gilt. Die Gerd Müller afir Fan vu Bayern München, net den Fußballspieler, net den Goalgetter mit de Gerd Müller, freieren köchle sozialen Kooperationsminister an Deutschland, huet enke gesot, Klimaschutz ernst nehmen heißt, wir müssen nicht nur im eigenen Land handeln, sondern vor allem unser Engagement für den globalen Klimaschutz massiv ausbauen. Denn Klimaschutz ist eine Überlebensfrage der Menschheit. Und das hat gesagt, das ist richtig. Und ich meine, dass es auch wichtig ist, dass wir uns damit beschäftigt, wenn wir über Kooperationspolitik schwätzen. Dass es doch wichtig ist, dass wir schwätzen über die Überschwemmungen, die in den letzten Jahren erlebt sind, an Pakistan, für einen Mandat zu holen. Wenn ihr guckt, die Ernteausfall und die Hungersnot in Afrika, für noch hier ein Beispiel zu nennen, dafür ist es doch vielleicht ein bisschen wichtig, Kooperationspolitik zu durchschlichten am Kader von den Klimachangementen. Erstens gehört Klima schon zu unserer transversalen Strategie, das heißt, wir sind schon jeweils darauf präpariert, wir haben ein Mindsetting dafür. Dann ist es so, dass wir das Prinzip von der Additionalität haben, und da könnt ihr neben der Tippen von den Finanzierungen, muss ich von ihnen erschäden. Und da geht es auch für Klimagerechtigkeit, und auch das gehört zu einer Entwicklungshilfspolitik. Mit der darf nicht allein über die Entwicklungshilfspolitik losgehen. Da ist doch wichtig, dass am Klimafonds oder Bernerfonds Mathe zu geholfen wird, für das Riech zu bauen, was da alles geschieht ist. Ich habe eine Zeitung, das Artikel Mapbrot, eine Zeitung, die nicht nur steht, die nicht den Auftrag hat, mehr parteipolitisch Nutzen mit das Taz, Jahreszeitung von Berlin, die hat geschrieben, wer soll das bezahlen? Und da geht es darum, über all die Schuld, die Europa, und nicht nur in Europa, mehr Amerika gemacht hat, an dem afrikanischen Kontinent, an Südamerika, und die noch einen Strach. Das ist aber komisch, an der Umwelt gibt man immer so den Verursacher. Mist für das, was der Verbraucher hat, Krieg steht. Da müsste das ja wohl vielleicht an der Klima- und an der Kooperationspolitik sind, dass die Länder, die da aber den Profit rausgezogen haben, dass er wohl so müsste bereit sind, die Charge und das, was das kostet, alles mit Rechnung zu holen und sich nicht an den Grund zu verstoppen. Aber für was so nicht? Da gibt es ja eine Versammlung, die regelmäßig in Amerika stattfindet, sprengt HUM, Versammlung. Du hast dich eigentlich darauf geeinigt gehen, dass wir 0,7% vom PIB holen und an der Entwicklungshilfspolitik stärken. Wir kriegen mehr, Herr Bannen, alle Goe, als Land, wir kriegen ein 1. Der Minister hat gestern eigentlich in der Strache, mehr leihen wir die 0,7.
Et kind an einer Länder an Europa die och iwwer den 0,7 sind. Me der sinnet derwer och die gern Dezideure vun dieser Welt sinn. Och Nopeschlenner vun Eis, die immer Schwätze vun ihrer Achs, van déi gesteiert werden, hat Europa nicht, war doch heierns do richtig ass an der Politik. Die sind aber weiter wäsch von den 0,7%, von den Menge Prozent net Schwätze. Und ich meine noch da ist wichtig. Und ich gebe dafür auch den Kooperationsminister Bierde beschkin, aber davon aus, dass das sowieso möchte, dat man der Presse zu hören, wenn es in Kollegen Kolleginnen gesagt, dass noch mal nach mehr oft, wie in der sicherlich möchte, zu daran erinnert und die Engagementer, die sagen sind, weil an andere Punkte geben sie immer und sein Engagementer erinnert. Aber wenn Sie dann erinnert und die 0,7%, dann hören Sie das Mama gern. Aber wenn ich das so, für Länder in Europa, so was auch dann in anderen Ländern ein bisschen mehr groß, leider im amerikanischen Kontinent, geht von einer Seite bis auf die andere Seite vom Kontinent. Auch Amerika, die als für SOS auf verschiedene Sachen Lektionen will gehen, auch diese bei den 0,7% relativ weit weg. Es soll nicht nur irgendeinen ausspielen, man muss ihn aber auch daran erinnern, was dort Situation ist, was dort Realität ist. Und da stelle ich mir froh, also sicherlich viel von euch, Herr Bannen, noch nach vielen anderen Leuten, wie viel Suen hätte man können hören an der Entwicklungshilfspolitik, an Kooperationspolitik stärken, von der 24. Februar 2022 nicht ein Land dezidiert hat, an einem Land anzumarschieren. Wenn wir da mal zusammen rechnen, was da bis von Militärhilfen geflossen sind, was da bis geflossen ist, für alle Leute, die Leute zur Platz zu helfen, weil all der nicht all der mehr regelmäßig Raketen nachschlagen, die Leute von dem elektrisch, vom Wasser aufgeschlossen wird. Der Minister hat gestern einen Schiffer genannt, der gebraucht wird, für die Ukraine noch ein wenig abzuleiten. Was hätte man da all mit denen Suche können machen, ob die Länder, weil das Partnerländer sind oder darüber hinaus, an der Kooperationspolitik, weil das nicht geschieht wird. Und da müsst ihr noch sich vorstellen, wenn dort Bemol so sehr möglich war, dass Gelder geflossen sind, ob das dann doch keine an der Kooperationspolitik sind. Und da meine ich dann nicht die Länder, die bei 1% sind, mit die Länder, die echt 0,04% von der PIB sind, die an Kooperationspolitik und Humanitärhilfe investieren. Weil für mich steht etwas fest, und nicht nur für mich, sondern für viele Leute, weil mehr die Leute an Afrika, an Südamerika, an unserem asiatischen Kontinent sind auch noch nicht helfen, hier gegen lebenswert zu machen. Da wird doch mit der Flüchtlingspolitik nicht abhalten. Und da werden immer mehr Leute probieren, auch aus ihren Ländern fortzugehen. Und ich will da just daran erinnern, das war schon ein bisschen wie lange hier, dass am 4. Jahrhundert, mit 1800, wo auch Letzebäuer fortgegangen sind, weil man noch keine Stahlindustrie hatte, weil man noch keinen Bankenplatz hatte, weil man noch keine Satelliten hatte. Wenn die Leute sind fortgelaufen, an Amerika, weil sie schon Amerika Perspektiven erwarten, die Leute sind fortgelaufen, in Brasilien, weil sie sich da eine Zukunft erwarten, und sind andere nach urbaner Plätze gefahren, mit das sind die zwei Länder, wo die meisten damals hingegangen sind. Wenn der auch damals einfach gesagt hat, man hat Pech, also das beweist, dass das was geschieht für Leute, die wollen an Europa kommen, die Leute, die probieren, an die Länder zu kommen, die Haut unter Spitze stehen, dass da doch schon für 150 oder 200 Jahre nicht ernst das war. Es waren just andere Länder, die davon betroffen waren, und da waren mehr heute in Lützeburg auch dabei. Weil die Leute sind auch nicht gegangen, weil es ihnen nicht gefallen hat. Das hat vielleicht nicht gefallen, weil sie Schwierigkeiten hatten für zu überleben, weil sie Schwierigkeiten hatten für Arbeit zu fahren, weil sie Schwierigkeiten hatten für etwas Alltag und Teller zu für zu essen, und dass sie dafür den Schritt gemacht haben, dahin auszuwandern. Und das sollen wir alle Guten auch immer mit an unseren Diskussionen, wenn wir so, was soll das für beim nach immer her, muss mehr wirklich so viel suchen an Kooperationspolitik stärken. Meine klare Antwort darauf, ja, aber möglich noch viel mehr, ein Plakische für drunter dann Tasch mit. Heute verstehen, was ich will so, dass wir doch noch mehr müssten machen. Wenn wir schwätzen von all den Leuten, die davon betroffen sind, dann der wir noch da natürlich auch immer denken an eine Naturkatastrophe, aber an Hochwasser war.
an als Kollegen aus dem Müllerdal, an als Kollege von Nichternach, von Mirsch, für nimmen die zu holen, die wissen ja, wer das von Heichwasser was wat alles gut gemerkt wird. An die Leute wissen auch, wie lange es dauert, für das abzurieten. Und das abzurieten, pardon, wenn ich da nur so sarkastisch so an einer zivilisierten Situation, da wo nicht Geld ein Mantum ist, das zwar vielleicht ein Mantum, das Geld nicht auf der Platz absolut gebraucht wird, wo aber sonst Technik und Finanzmittel dafür da sind. Aber wie lange die brauchen, für das alles abzurieten, und wie lange die brauchen, für die Schuld noch zurückzubezahlen und das zu evaluieren, und da setzen wir da dumm, ob die Länder, die Luft von Heichwasser an einer Naturkatastrophe betroffen sind, die durch Schwierigkeiten haben, wie lange die brauchen, für das abzurieten, und viel von ihnen, wo knapp es abgeriet, da könnt schon das nächste Evenement, weil sie nicht die Möglichkeiten haben, nicht die Moyen haben, die mehr, Gott sei Dank, an dieser Situation hatten, für zu sagen, da machen wir kein Heichwasser, wir machen einen Heichwasserschutz, und wir machen da, sie sind nur noch am Gern, wir kriegen nur noch SMS für zu testen, für das anzuhören. Ich will so, am afrikanischen Kontinent kriegen sie kein SMS, wann da für dich das Problem könnte, ob das Feuer oder Wasser ist. Und dafür ist es doch wichtig, dass wir da helfen und dass wir uns das bewusst sind, wenn wir die Diskussionen führen, wer an Kooperationspolitik soll investiert gehen, und wer nicht. Und da meine ich, das doch wichtig, und auch da soll Lützeburg immer darauf drücken, dass das doch nicht mehr geht, wenn wir das alle zusammen machen, und nicht den länger, dass wir alle zusammen die Weg dezidieren, die nicht wichtig ist, für dass wir das Klima in den Griff kriegen. Und da hoffen ich, an der Polen hat man gestern ganz enthusiastisch erzählt, wir kriegen alles, nicht gesagt an den Griff, aber wir kriegen verschiedene Situationen in Zukunft besser dahin, und da muss auch Schiedsrichter seine Responsabilität bewusst sein. Wenn man das gesagt hat, wurde ich mir aber nach verschiedene Fragen gestellt, und ich meine, der Minister weiß das so gut wie ich. Da sind aber auch mal nach Decisionen gefallen gewesen, wir hätten noch Süd gefallen. Und da hat doch immer geheißen, wir geben da mal helfen, mal suchen, geben wir da Transfers machen, für die Leute können zu helfen. Du hast froh, wie weit sind wir da? Da wollen wir ja gucken, wie Matt für den Klimawandel verantwortlich ist. Sind das nicht gerade die Länder, die am meisten in der Rechnung müssen bezahlen? Es sind nicht als Freunde am afrikanischen Kontinent, es sind für allem die Industrieländer, es sind für allem auch, auch China, die Matt dazu beitragen, was die Hauptpollueure sind, die Matt am meisten dazu beitragen, für dass der Erwärmung an Blut geht, und es sind nicht gerade die Entwicklungsländer, weil sie haben die Möglichkeiten nicht. Und dafür müssen wir alle gut gucken, wie wir das machen. Was soll ich da mal so? Wir haben das ganz sicher in länger Hinsicht daran erinnert, wir sind während Jahren nicht am Teletravail vorgekommen. Wie wir den Covid bis hatten, ist es ganz sehr gegangen am Teletravail. Während Jahren hat es immer geheißen, wir mussten eine alternative Energie kriegen. Da sind wir auch lange Zeit nicht vorgekommen. Seit dem 24. Februar 2022, dem Tag von Anmarsch von Russland an der Ukraine, geht doch immer ganz sehr durch mit den alternativen Energien. Weil alles gibt von Alternativen, dass man mehr machen muss mit der Solarenergie, dass man mehr machen muss mit der Wandenergie, am Mama auf die anderen Lieferungen zurückgreifen. Und ich meine, noch das soll uns bewusst sein, dass wir auch da Eisen befremden Länder können helfen, dass wir auch dort Möglichkeiten haben, etwas zu machen, für dass auch sie durch die Hilfe kriegen und dass auch sie hier Energie können auf den Punkt aufbauen. Das ist ja aber schon komisch. Wir probieren noch alles zu machen mit Sonne und mit Wand. Ich meine, der Kontinent, den die meiste Sonne hat, das ist ein afrikanischer Kontinent, und denen probieren wir zu erklären, wo der Kohl, und dann machen der Kohlen wirken dahin, und dann machen wir Strom an Energie. Und dann holen wir nach anderen Punkten, wir können Energie zu machen. Wir halten hier ab mit der Kohle. Und dann geben wir am nächsten hin nach die anderen zur Verfügung stellen, dass sie, was die Methode könnten, Energie machen. Und wir bauen hier Solaranlagen, und wir bauen hier Wandanlagen. Da muss man sich vorstellen, ob wir da nicht eine Etappe überspringt und ihnen direkt hilft. Also auch sie können Energie über Solar machen, weil sie haben Grundvoraussetzungen für das können zu machen, zum am meisten da. Und ich meine, alles das sind Diskussionen, die ihr noch nicht vergessen, wenn wir über Kooperationspolitik schwätzen, mit dass wir doch da als
Verantwortung haben, weil alles das, was wir hier machen, das sind Win-Win-Situationen an der Kooperationspolitik. Ich habe natürlich gesagt, vom Norden auf den Süden, da war aufgemerkt, gehen $100 Milliarden, die eigentlich 2020 hätte sollen fließen vom Norden rüber an den Süden, das wäre ein wichtiges Element. Als das passiert, sind die 100 Milliarden geflossen. Herr Minister, wie viel sind da geflossen? Und wie ist dort Philosophie, für dort weiterzuführen, für das wir auch dort Engagementen, die wir aber geholt haben, wenn ich so mehr, dann meine ich schon nicht unbedingt Lützeburg allein, mit Europa, was Engagementen wir da geholt haben, ob die auch so gefahren sind. Da muss man sich auch vorstellen, wie ist es mit der finanziellen Strukturierung von all diesen Hilfen? Sind die gut so abgedeelt an die jeweiligen Döppe wie das? Der Minister hat uns gestern schön proper am Detail erklärt, was heute in Lützeburg mit den Inseln so geschieht. Aber wie gesagt, das an der europäischen Strategie aus, weil Land allein, also Lützeburg allein, kann da auch nicht ausreden. Mir ist es wichtig, dass wir auch da geopolitisch geguckt als Europa dort zusammenstehen. Und das ist auch wichtig, dass die Versprechen, die wir haben, dass die auch angehalten gehen, dass das kein Vertrauen da sind von der anderen Seite für alles das, was wir da machen. Und der letzte Gedanke, den ich will da auch machen, und ich habe das gut fand, wie der Minister das gestern noch strach hat, dass wir gesagt haben, dass wir auch die Privat, und ich meine immer nicht die Privat, heute Lützeburg, mit die Privat, die dann den Ländern gibt, dass in denen noch schon die Hilfe gibt, die sie brauchen, aber dass sie noch da muss dafür garantieren, dass du eine Unabhängigkeit hast. Eine Unabhängigkeit hast, dass die Leute sich auch nicht da Leute rummachen, die nicht mehr den kurzfristigen Profit für einen haben und da kurz helfen und dann sind sie verschwunden. Auch da ist wichtig, dass es nicht dazu kommt. Aber für was so eine Stadt, das, und der wissen alle gut, das Beispiel von Mali. Der Mali, wo wir während Jahrzehnten geholfen haben, wenn es so mehr eigentlich nicht mehr Lützeburg, mehr auch Europa, wir hatten eine Geberkonferenz, wo wir viel Suche versprochen haben. Mit Suche waren nicht alle geflossen, da war schon um die nächsten interne Probleme geschieht. Die Franzosen haben noch dezidiert, sich zurückzuziehen. Und die Werner Truppen, die sind am Gang abzumarschieren. Aber wo die hier kommen, an wem die Mino stehen, das ist der Schiedverein im Heilbande bekannt. Aber wenn ich von der Werner Truppe schwätze, kann ich da doch so für Libyen, ich kann dazu für die Zentralafrikanische Republik, da kommen auch schon Berichte über Hinrichtungen, Massenerschießungen, Vergewaltigungen, für nicht mehr das zu sagen. Und da muss man sich vorstellen, ob das der richtige Weg ist und ob das gut ist, was da geschieht. Muss mehr, und man der Menge nicht als Europa, da alles eine Niveau los, Russland und China, und wir sehen als überall zurück. An die Russen und die Chinesen, ich will keine mehr Beschlechtern erstellen, ich meine, denen geht es für allem darum, für mehr Mies auf die Bodenschatz zu kriegen, die an den Ländern sind. Und die haben aber noch eine andere Vorstellung von Demokratie und von Lebensqualität, wie mehr Datei haben. Und dafür freue ich den Herrn Minister, wie gesiedert lag, unter dem Rückzug von Frankreich an Mali, wie geht es hier? Und der hat gestern schon länger oder die anderen Pist erwähnt, was bedeutet das, und wie kommen wir an der ganzen Rolle Führung, wenn ich Mali schwätzen, kann ich noch von einem anderen Land, da komme ich mich später noch drauf, über den Niger schwätzen, was ja auch ein von unseren Hauptpartnerländern ist. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen ihnen alle helfen. Und helfen, als der am Anfang etwas schenkt, wenn ich einem kann helfen. Ob das privat ist, ob das beruflich ist, oder wo das ist. Das geht einem doch gut, wenn ein Mensch kann helfen. Das ist etwas, was wir an unserer Bildung, was wir von daheim aus mitgekriegt tun, dass es wichtig ist, in den Männern zu helfen. Und dafür ist es doch wichtig, dass wir den Ländern helfen, dass sie die Möglichkeit haben, sich selber zu entwickeln und mehr helfen, für zu helfen. Ich habe das gesagt zwischen Kooperation, zwischen Umwelt und Energie. Mein Kollege, den Paul Galles und Jean-Paul Schaaf, hatten doch schon eine Initiative geholt, für eine Kommission joint zu machen, von der Umweltkommission und der Energiekommission, für zu gucken, was wir alles können machen am Kader von einer Energie zusammenarbeitet, mit Partnern von der Kooperation. Da kann ich ein Beispiel vom Kap Vert holen, wo ich auch doch schon Initiativen geholt sind. Wir schmengen, dass es wichtig ist, dass wir alles machen,
auch dafür Kooperation zu machen mit erneuerbaren Energien und auch da mit den Ländern können helfen. Mit ihr noch da kann etwas machen, das ist doch wichtig, dass sie eine Ruhe, eine innenpolitische Ruhe, und dass es nicht am Kriegsgebiet da sind, wo du was, weil dann hilft es doch nicht, etwas abzuleiten, für die paar Stunden drauf, ein Keier zerstört wird. Aber wenn wir das alles gucken, Kolleginnen und Kollegen, dann müsste man uns auch mal vorstellen, wenn wir schwätzen von Kooperationspolitik, das ist eine Aufgabe von der Weltgemeinschaft, für das in die Männer kann helfen. Und schon für Druck gesagt, wenn wir von 8 Milliarden auf 10 Milliarden an Lut gehen, wird es nicht mehr einfach gehen, alles das zu erreichen, aber dass wir auch da die richtigen Akzente setzen, für können zu helfen, und auch für allem schwätzen immer von können, auch willen zu helfen. Und du kannst sich eins dort vorstellen, ob man das alle gut mit demselben Brill, aus demselben Blickwinkel gucken, für zu helfen, oder ob du nicht auch andere Interesse an einer potenziellen haben durchstechen. Ich gebe noch einmal so, eine Bekämpfung von der Armut, Bekämpfung vom Hunger kann nicht mehr gelingen, wenn wir alle Guten zusammen schaffen, aber wenn wir alle Guten zusammen gucken, für denen Leute zu helfen, und dass wir denen Leute auch eine Perspektive geben. Weil wenn ich für du geschwärzt habe, von 8 Milliarden sind jetzt an der Göster, da wissen wir auch, auf der Altersskala an den Ländern vom afrikanischen Kontinent, du hast ein Durchschnittsalter ein bisschen mehr niedrig für hier im europäischen Kontinent, und auch du hast Lebenserwartung noch nicht so hoch, aber das müsste ja auch ein Ziel sein, für das zu erreichen. Aber wenn wir schwätzen von all den Lieferungen, die gemacht gehen, von Hilfsmitteln, die wir auf dem Plan an die Länder liefern, was Lebensmittelsicherheit anbelangt, an den Minister als gestern ein bisschen mehr im Detail darüber gegangen, da muss man auch gucken, was wir da alles, pardon für den Ausdruck, mit verbracht haben an den letzten 100 Jahren, dass die Leute beim Sachen nur gebaut haben, die mehr gehabt hätten, und nicht unbedingt das, was sie wollten, dass du Sachen nur gebaut sind, die nicht immer dem entsprechen, was für das Klima, für die Gewünschten, die da sind, gut sind. Aber das mehr, wenn ich so mehr, meine ich schon nicht letzte unbedingt allein, aber dass diejenigen, die da dezidiert haben, sie zu etwas forciert haben. Aber wenn die Kooperationspolitik mischt, dann ist das eine Win-Win-Situation, dann ist das eine Situation, wo sie sollen mit dezidieren, ob heißt, was geschieht, und nicht mehr von oben auf dezidieren, was sie zu machen und zu denken haben, dass das doch wichtig ist. Und dass wir, wenn wir ihnen helfen, neue Sachen umzubauen, wenn wir ihnen helfen, Spitäler, Schulen aufzubauen, dass da und hinten ist, für du selber können zu dezidieren, wie an einer wettrenger Form, und nicht, dass wir probieren von oben auf, wie das am 4. Jahrhundert meistens der Fall war, entweder mehr, das war mir so, oder der Kind nicht mehr, dass das der falsche Weg ist, mit das darüber diskutiert, mit denen Leute werden heißt, wie sie es gesehen, aber was sie auch wollen, zu machen. Und das ist ganz wichtig, auch wenn wir hin so mehr helfen, eine neue Landwirtschaft aufbauen. Eine Landwirtschaft aufbauen, ja, mehr eine Landwirtschaft, so wie sie sich das vorstellen, vielleicht mal dieser Hilfe, wenn man dieser Büro tun, mir nicht das mehr von oben auf dezidieren, was sie zu machen haben, was sie umzubauen haben, aber was sie alles darüber heraus zu machen haben. Hilfe zur Selbsthilfe, als der deutsche Wort, werde ich da von tun. In dem gleichen Kontext ist es mit der Education. Auch mit der Education wird ja immer von der Pilier war von der Lützeburger Kooperationspolitik, dass man gesagt hat, wir müssen den Leuten helfen, Schulen abreten, wir müssen ihnen helfen, dass auch dort Möglichkeit besteht, für dass sie sich können, eine Bildung, eine Erziehung schaffen. Auch da stellen wir fest, dass es noch immer große Unterschiede gibt zwischen Männern, also jungen und Mädchen, wie die dort Perspektiven haben an den Ländern, dass es doch dort wichtig ist, dass wir dort die nötigen Akzente darauf setzen, dass es da eine Gleichberechtigung gibt und dass es da doch wichtig ist, den Leuten das beizubringen. Wir diskutieren im Moment viel über eine Fußball-Weltmeisterschaft, die in einem komischen Land, nicht in einem komischen Land, mehr in Katar stattfindet, wo man wissen, wie dann mit der Demokratie und mit allem gespannt ist. Da hat man noch kein Problem, da noch kein Problem mit der Energie. Aber da müssen wir aber auch daran denken, wenn wir schwätzen, wir hätten gerne, dass demokratische Prinzipien angewandt gehen, dass wir das doch selber machen an den Gremien, wo wir sitzen. Weil so sind wir auch für die Länder in Afrika, denen wir Beispiele gehen für die Gleichberechtigung. Das ist nicht immer ein gutes Beispiel, wenn in denen lo seht, Kopf findet in Afrika statt. Ich meine noch nicht gerade an der größten Demokratie, die es gibt, wenn Informationen richtig sind, was in Ägypten geschieht, aber immer an den Rapporten, die den Yves Koch also auch regelmäßig an der Außenpolitischen Kommission an Erinnerung rift, was da alles für Menschenrechte ist, oder wenn man nur eine Fußball-Weltmeisterschaft an den Katar gehen. Darüber hinaus, wenn wir schwätzen,
von Investitionen, die wir da machen, als auch Gesundheitspolitik, eine ganz wichtige Politik, die da gilt, auch noch da, also doch wichtig darauf hinzuweisen, dass auch bei der Gesundheitspolitik Spitäler sind die Fehler, es sind aber auch Doktoren, die fehlen, und es sind auch Gesundheitspersonal, was fehlt. Wie ich gestorben, wenn du mir Rede geschafft hast, so mein Mädchen, wer selber aus dem Sektor ist, schwätzt mehr über Eis. Als du schwätzt über die Doktoren, die fehlen, über die Gebäude, die nicht kommen, an über Firmen oder Firmen. Ich sage, nee, ich schwätze am Anfang an der Kooperationspolitik, so dass man da müsste vielleicht Lützeburg an der Kooperationspolitik mal ranhören, weil das mit den Doktoren, aber mit einer Firma spielt sich auch hier am Land auf. Und dafür meine ich also doch wichtig, wenn man vielleicht nicht an dem Spektrum her kerchig gesehen, an der Nord, der hat Probleme mit mir auch so, mit dem Mangtum von den Leuten selber heute in Lützeburg auch eine Realität. Ja, da muss man auch bei der Gesundheits-, aber bei der Bildungspolitik Abklärung machen. Ich erkläre mich. Einer von unseren wichtigsten Partnerländern, für nicht so, und das wichtigste, oder das größte, oder das, was die meisten Hilfe kriegen, das ist der Niger. Der Niger und Dänemark waren 1970, steht am Geografiebuch von 1970, selbst groß. Das hat noch belangt. Dänemark hat 4,93 Millionen Einwohner und der Niger 4,51 Millionen Einwohner. Das war 1970. Am Jahr 2000, das steht aber nicht am Geografiebuch, das habe ich nur geguckt, hat Dänemark 5,34 Millionen Einwohner. Und der Niger 11,33. Und 2021 hat Dänemark 5,86 Millionen Einwohner. Und der Niger 25,13. Für just zu gucken, die Entwicklung, die da an 50 Jahren stattgefunden hat. Und das nicht nur am Niger so, das eben just, weil das eben am Package bei ihnen gepasst hat, für das Beispiel zu so. Und auch da ist es wichtig, darauf hinzuweisen, für 25 Millionen Meiler zu stoppen, brauchst du mehr wie für 5. Und auch das alles gehört mit, wenn wir davon schwätzen, von den Infrastrukturen, von den Lebensmitteln, von der Schule, von den Spitälern. Und das ist doch so wichtig, dass wir dort den Leuten helfen, die Abklärung zu machen, die notwendig und wichtig ist. 1982 hat Lützeburg sein erstes Gesetz über Kooperation gestimmt. Und 2012, das sind noch 10 Jahre her, hat Laurent Moïse ein Buch über 30 Jahre Entwicklungshilfspolitik von Lützeburg rausgegeben. Heute, 2022, sind es da 40. Aber die Notwendigkeit für zu helfen, ist noch immer groß und ist noch immer wichtig. Und vieles, was damals richtig war, ist da doch nach Haut. Und ich meine, noch gestern sind wir als Stadt bewusst gehen, nicht nur gestern Mittag, wie den Herr Minister den Kooperationsrapport von der Lützeburger Regierung vorgestellt hat, mir auch wie gestern Morgen den Charles Schmidt, den Chef von Mokaju, als man daran erinnert hat, wie viele DPI heute in Lützeburg sind da noch Minor-DPI, aber wenn man in die Länder guckt, da sind Syrien, Eritrea, Afghanistan, Venezuela, und dann ist ein Land, das immer im Sprachlos möchte, ich meine, das ist NATO-Land und das ist auch EU-Beitrittskandidat, Türkei, den Irak, den Iran und Albanien, das sind die, wo die meisten Minor-DPI heute in Lützeburg kommen, das beweist, dass nach ganz viel Arbeit für uns leid und dass nach ganz viel Arbeit kommt. Und dann lässt man die Klammer schmengen, nur dem, was den Herr Schmidt gesagt hat, wir müssen morgen als Chambre darüber nachdenken, ob man nicht ein Budget vielleicht nach einem Amende, man können mal was näher an, dass wir auch da den Probleme können auf den Fond gehen, die gestern vom Herrn Charles Schmidt in der Straße gehen, als Klammern zu. Da wollte ich so, dass wir an all diesen Punkten auch sollen als Bewusstsein, alles das, was der Staat möchte, dass der den Teil davon ist. Das ist doch ganz viel, was wir als ONG da machen. Und ohne all die Arbeit, die die ONG da machen, und die viel Benevolen, für das alles nicht zu stemmen, was Lützeburg möchte an der Kooperationspolitik, wir nicht nur Lützeburg, auch an anderen Ländern, für die ONG und Benevolen, und für denen alle Guten ein ganz großes Merci für das, was sie machen daran, und daraus, wo sie zur Platzhilfe gehen, wo sie Geld dafür sammeln, dafür auch den Vertreter von den ONG, ein ganz großes Merci. Wir schmengen alles das, was an der Kooperationspolitik geschieht ist,
auch von der Lützeburger Regierungszeit aus. Wir haben von den Hauptakteuren, so wie ich da der Menge im Kapschel gesehen, von der Kooperationspolitik nicht möglich gewesen. Und das ist LuxDev. Alles das, was LuxDev umsetzt, was alles von staatlicher Seite kommt, wird ja nur am Anfang von hinten zum größten Teil umgesetzt. Da muss ich noch den Leuten von LuxDev ein großes Merci sagen für das, was sie hier am Land leisten, genauso wie die Vertreter vom Ministerium. Wir haben auch für allem, was die Leute von LuxDev und Terra machen. Wo sie Terra das umsetzen, wo die Gelder, die hier von der Chambre der Regierung genehmigt gesehen, für die Gelder, die gesammelt sind, auch von den ONG, auch denen gehört die ganz großen Merci für das, was sie gemacht haben an den Schmengen. Es war sicher, als Werbecht wird ihnen noch an den nächsten Jahren, für letzte so Jahrzehnten, nicht ausgehen, und das noch viel Werbecht für ihnen, und merci für ihren Einsatz. Da will ich aber auch noch ein Kehr und etwas erinnern. Wir haben in 2015 eine Decision geholt, nicht mehr, aber dort war auch ein Kehr, wo das am Kader von internationalen Versammlungen dezidiert ging, und da das 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung bis 2030 wird das geheischt. Und das haben wir erst 2015 dezidiert gehen. Und die 17 Ziele, wenn in die vorlesen, ich will sie nicht alles so am Detail vorlesen, das ist zu lange am Gang. Armut an all Form beenden, steht dran. Verfügbarkeit von der Bewirtschaftung von Wasser, Sanitäranlagen sollen überall vorhanden sein. Eine andere, die dran steht, dass es wichtig ist, dass man die Ungleichheiten innerhalb der Staaten mehr klein machen, dass man fertig bringen, die Ozeane und Meere am Sinn von einer nachhaltigen Entwicklung auch nachhaltig zu nutzen. Und dass es doch für allem wichtig ist, dass man friedlich an dieser Gesellschaft zusammenleben. Das wären da nur 5 von den 17. Aber wenn der Wunsch besteht, ich kann aber nicht die 17 ausdehnen. Und du sagst, dass man noch weiter von der Wäsche sind, dass es einfach so notwendig ist. Genauso wie 2015. Auch nach immer 2022. Und dass man da viel machen müssen, bis 2030 da erreicht sind. Und Herr Minister, ich wünsche Ihnen alles gut für das fertig, also der nicht allein, der muss den Punkt setzen bei Ihren Kolleginnen und Kollegen, dass man da doch bis 2030 an den Griff kriegen. Und noch an der ganzen Geschichte dürfen Flüchtlinge als nicht egal sein, weil alles das, was ich schon gesagt habe, wird durch Kooperationspolitik am Positive geschieht. Das ist ja auch für diese Leute eine Perspektive zu gehen. Mehr Präsident, weil ich auch von den Flüchtlingen schwätze, wollte ich erst gleichzeitig ein Gemeind gehen für eine Aktualität über Flüchtlingspolitik zu feiern, weil ich meine, das wäre auch wichtig, wenn wir als Verbanden eigentlich über die Flüchtlinge erhalten. Und ich will eigentlich erinnern an der Kooperationspolitik, geben wir den Leuten Perspektive, und wir geben den Leuten Hoffnung, für das etwas geschieht, dass da nicht alles von heute auf morgen geschehen, dass das klar, und das werden mehr nicht fertig bringen, wenn ich so mehr, in diesem Fall mehr als Lützeburg, mir auch, also wichtig, dass wir weiter als erfahren finanzieller Natur und noch personeller Natur an die Lut setzen. Kolleginnen und Kollegen, wichtig ist für allem, dass Kooperationspolitik nicht da ist, für Almosen zu verteilen. Dass wir den Ländern vorschreiben, wie sie zu leben haben, und es geht darum, ihnen zu helfen, dass sie auf Ehrenrecht mit uns diskutieren, und Projekte zusammen umgehen, an ihrem Interesse. Es gilt darum, wir können von ihnen lernen, als sie können von uns lernen. Und das ist keine Einbahnstraße, und dafür muss noch bereit sein, das zu machen. Es muss bereit sein, das zu leben. Mehr lehren von ihnen, als sie lehren von uns. Und das soll auch immer ein Motto von uns sein. Und das ist immer nicht mehr möglich, wenn ihr das auf Ehrenrecht möchtet. Es geht darum, den Ländern an den Leuten Zukunftsperspektiven zu gehen, auf eine Lebensperspektive an denen Länder zu schaffen. Und das ist für mich, und nicht nur für mich, sondern auch für meine Partei, der wichtigste Punkt von Kooperationspolitik, dass das den Ländern zu helfen, weil wir brauchen den anderen. Und ich so eine Schmerz für die Nullleistung.